Eigentlich geht es hier um etwas, das man auf ganz verschiedenen Ebenen erzählen kann. Zum Beispiel so. Wir feiern heute die 20. Ausgabe von der Junior Expo Aargau. Wir sind da sehr stolz, dass wir die durchführen und organisieren. Wir haben Rinder aus der ganzen Schweiz, das heisst, wir haben alle Jungzüchtervereinigungen von der ganzen Schweiz eingeladen. Wir haben durch Glück oder durch Bekanntschaften können 3 Richter aus dem Ausland verpflichten, um die heutigen Rinder einzustellen und zu richten und zu kommentieren. Das freut uns sehr. Wir haben mit dem sehr viel Werbung machen und da wird hoffentlich der Besucheransturm jetzt oben auch noch in die Höhe treiben. Die genau gleiche Geschichte kann man aber auch so erzählen. Ja, und das zeigt dann auch. Das Organisationskomitee hat die Besucher von der 20. Aargauer Junior Expo auf allen Sinnen ansprechen. Die Logik und der Verstand, wie auch das Herz und das Gefühl. Ja, das ist eben genau das, was wir hier probieren zu machen, dass wir unsere Jüngsten können in das Fieber, dass wir die können in das Business einziehen und dass die irgendwie in 5 Jahren dann das Zepter übernehmen. Das Weitergeben von Wissen, die Begeisterung für ein spannendes Berufsfeld. Genau so hat es vor fast 20 Jahren angefangen. Mit der ersten Aargauer Junior Expo. Es war natürlich so, eben das Vorführen hat man noch nicht so kennt, mit dem weißen Hömmli und den Lederhalftern, das Rindli gesteilt und so weiter, geschoren, gewaschen, alles sauber, parat gemacht. Das hat man noch nicht so kennt, das war in den Anfangszeiten. Dafür reicht es heute noch für einen Hauch Nostalgie. Früher war das noch ein bisschen der alte Markthalle, das alte Gebälke. Wir hatten die Tribüne mit Strohballen gemacht, mit grossen Quaderballen. Es war wirklich heimelig, es hat eine gute Ambiance gegeben. Die Leute waren noch um den Ring herum. Es war gut hier, aber ich denke, es ist auch jetzt wieder gut. Ja, und was heisst denn da gut? Bombastisch soll es werden. Oder eben ein bisschen so Hühnerhauteffekt. Gehen wir also einmal hinter die Arena in die Stallungen. Da hat man für die 207 ausgestellten Rinder noch ein extra Zelt aufstellen. Der Showmanship ist bereits am Laufen. Und mit dabei natürlich auch Aargauer. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwo speziell stark bin. Ich denke, ich bin einer, der das Tier relativ gut verstehen kann, was Stressfaktoren und so hat. Oder? Und ich probiere einfach immer möglichst gut das Tier zu verstehen und ruhig zu bleiben. Oder? Weil wenn man nicht ruhig ist und nervös wird, dann merkt das Tier und das ist dann nachher umso schwieriger zum Vorführen. Ein kritischer Moment gibt es für den Roman noch kurz vor dem Einlaufen in die Arena. Das Rind scheint am vorderen rechten Bein zu lahmen. Doch im Ring läuft dann alles rund. Der Richter Adrian Steinmann bringt die beiden in der Vorausscheidung auf den 3. Rang und kommentiert sein Resultat mit dem Vermerk, dass die zwei ein harmonisches Paar abgeben. Der Roman ist zufrieden. Ja, besser als ich denke. Das klingt für mich, als hätte ich es nicht schlecht gemacht. Und mit dem 3. Platz bin ich zufrieden. Aus Aargauer Sicht, die Nase vorne, hat es dann im Showmanship-Finale mit dem 3. Platz Chantal Baumgartner aus Müllau gehabt. Sie ist auf Umwegen auf die Faszination Rind gekommen. Hier hingezogen hat mich, ja, ich bin durch Zwischennittings auf die Kühe gekommen, habe dann selber ein Rind gekauft und bin sehr erfolgreich an der Schau mit diesen Rindern. Vor allem die nahe Zusammenarbeit mit dem Tier hat es ihr angetan. Die Tiere sind sehr interessant, sie sind sehr sensibel. Und das Zusammenspiel zwischen dem Tier und dem Mensch ist, also wenn es wirklich funktioniert, das ist etwas Schönes, ja.
Das Finale gewonnen hat schlussendlich Vanessa Rödemund aus Saint-Légier. Wie gesagt, die Junior Expo hier hat einen nationalen Charakter und Jungzüchterinnen und Jungzüchter aus vielen Regionen sind der Einladung der Aargauer gefolgt. Ja, wir sind angepresst von Viehzucht daheim und haben gedacht, wir wollen schauen, ob wir hier mithalten. Graubünden ist Gastkanton heute da und darum haben wir die Chance nutzen und mal auf Projekt kommen. Also, wir finden, es ist sehr gut organisiert, weil wir sehen, es sind alles junge Leute, die das organisieren, die das zum Teil auch das erste Mal machen. Ich habe auch schon Sachen organisiert und das ist eine riesen Arbeit, die sie hier leisten. Und wir haben mega Freude, wenn wir hier mitmachen. Es geht in Obig rein. Die Vianco Arena füllt sich mit Besuchern und die 20 Abteilungen werden laufend von den 3 internationalen Richtern Angelo Bozzati, Kurt Hormann und Matt Engel rangiert. Trotz der grossen Konkurrenz aus der West- und Zentralschweiz können die Aargauer bei den Braunswiss und den Holstein ganz vorne mitmischen. Zur Auflockerung gibt es Show-Einlagen. Zum Beispiel einen Kälberwettbewerb von der besonderen Art. Und dann geht es langsam aber sicher ans Eingemachte. Die Champion-Wahlen rücken in die Nähe. Dazu haben sich die Aargauer Jungzüchter, wie könnte es auch anders sein, besondere Show-Elemente einfallen lassen. Ja, das ist so, dass wir Anfangsjahr zusammengekocht sind und gesagt haben, das ist die 20. Und jetzt müssen wir mal irgendetwas machen, was wir noch nie gemacht haben oder was wir nicht gerade wieder machen würden. Und da haben wir ein bisschen studiert und irgendwie hatte ich einmal die Idee gehabt, wenn die Rinder einlaufen zu der Champion-Wahl, dass wir das so Live-Musik machen und die so eigentlich mit Live-Musik begleiten. Ja. Und das haben wir dann mit einer zusammen, die professionell singen, haben wir das so umsetzen. Und jetzt hoffen wir, dass es so rauskommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Es wird dunkel in der Vianco Arena. Die Finalisten treten in den Ring. Im Richterteam Matt Engel, Kurt Hormann und Angelo Bozzati wird nochmal viel Entscheidungskraft abverlangt. Denn nicht nur in der Endausscheidung verschenken die Jungzüchter einander nicht viel. In vielen Schauen hast du immer die Spitze, die ist gut und dann hinten kommt nicht mehr so gute Qualität. Aber ich denke, der wichtige Teil von dieser Schau war die Qualität von Anfang bis die letzte in der Klasse. Und das macht mich zufrieden. Wie schon erwähnt, bringt der Live-Gig von der Melanie Berger mit Band akustisch eine besondere Atmosphäre in und um den Ring. Die Rechnung vom Organisationskomitee geht auf. Doch die Spannung steigt weiter. Die Zeit ist schon ziemlich vorgerückt. Dann aber geht es buchstäblich Schlag auf Schlag. Bei der Red Holstein holt sich die Schopfred Adventure Kitty von der Familie Erik Schopfer im Neuenburgischen den Champion-Titel. Und an Gleichzüchter geht der Sieg bei der Holstein, nämlich mit der Schopfred Acme Linda Flo. Bei den Braunswiss bestätigt sich der gute Eindruck in der Vorausscheidung der Aargauer Jungzüchter. Der Titel geht an die Rüdimann Mackie Marion vom Benno Rüdimann aus Abtwil und auch der zweite Rang bleibt im Aargau. Es gibt also genug Grund zum Feiern, auch nach dieser Expo. Und überhaupt. Man kann sicher mit allen nachher ein Bier oder einen grünen Wodka trinken an der Bar. Für das sind sie zu haben und das schätzen wir mega an dem Oka. Doch auf diesen Moment muss noch ein bisschen gewartet werden. Denn zum Schluss geht es noch um die Supreme Champion Wahl. Und das natürlich wieder nach Junior Expo Aargau-Stil. Die 3 Finalistinnen betreten den Ring zum letzten Mal. Bei all diesen sinnlichen Betörungen durch Live-Musik, Show-Effekte und künstlichen Lichtstimmungen
darf bei dem manchmal rauchen Berufsfeld die Frage nach dem Sinn von dem Ganzen doch noch gestellt werden. Wenn du das so hier anschaust und runterschaust, dann spürst du auch das Herz dahinter. Also die Jungbauern, die gehen mit Herz an die Sache her. Und die Zukunft der Landwirtschaft besteht auf der einen Seite aus der Ökonomie, also das ist das hier, oder hinten rechts, und das ist auf der anderen Seite eben auch das Herz. Und wenn wir in Zukunft für sie schauen, dann braucht es eben das Ökonomische und es braucht das Herz dazu. Und so kommt es, dass aus einem kantonalen Jubiläumsanlass mit einem nationalen Charakter am Schluss so etwas wie ein Familienfest entsteht. Und das im doppelten Sinn. Zum einen gewinnt die Familie Schopfer aus Motier mit der Schopfred Akmelinda Flo der Supreme Champion Cup. Zum anderen tönt national zwar sehr ehrfurchtsvoll, aber eigentlich geht es hier auch stark um den Zusammenhalt und ums Zusammensein. Das ist eine geniale Familie, die da ist, wo man einander aushilft und miteinander etwas machen kann. Auch wenn man im Ring in Konkurrenz ist, man kann untereinander austauschen, jetzt mit uns hier. Das ist super. Und eben mal einen grünen Wodka trinken. Genau, das ist wichtig, vor allem bei den Aargauer. Okay, gut, prima. Danke vielmals. Ja, und was weit nach Mitternacht noch alles läuft, bleibt der Linse von der Filmkamera weitgehend verborgen. Ja, wir trinken etwas zusammen und dann wir sprechen noch einmal über die Schau. Doch eins ist klar, die Aargauer Jungzüchter haben die ganze Arbeit geleistet. OK hat wirklich gut gearbeitet. War auch etwas speziell, so ich denke, die Musik und auch die Lichter waren ja, super. Das macht auch Spaß, denke ich. Und abgesehen von einem vielleicht zünftigen Kater am anderen Morgen, sind es doch letztendlich Bilder von glücklichen Gewinnern, die einem noch lange in Erinnerung bleiben werden. Die Stimmung ist ganz gut. Alle sind locker drauf. Ausgebildet sind natürlich die Aargauer am besten. Schon die Abstammung ist ganz interessant. Sie müssen echt fressen und nicht schwer sein und nicht zu leicht. Nein, das kannst du rausschneiden. Klar, manchmal ist es schwierig. Manchmal entscheidest du und dann denkst du, ja, vielleicht die zweite wäre auch besser gewesen, aber dann sollst du auch deine Linie begründen und auf deiner Linie immer bleiben. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist.